Erst 7 Uhr früh und Gregor Stojanovic ist schon unterwegs. Heute ist wieder mal der Wurm drin. Gell? Der Mast ist auch ein Scheinwerfer hier. Da kommst du, wie man schon sieht, sehr schwer hin. Deswegen freuen wir uns da nicht so, wenn einer von denen kaputt ist. Aber hilft nichts. Er ist hier der Zeltmeister. Ja, man kann es auch Hausmeister nennen. Wir schauen, was am Vortag alles kaputt gegangen ist und dann reparieren wir das, soweit möglich. Das lose Stromkabel, das darf natürlich nicht so bleiben. Auf seinem Zettel werden nach dem Rundgang fast ein Dutzend Dinge stehen, die bis zur Zeltöffnung um 9 repariert sein müssen. Da passiert alles Mögliche. LED-Bandel haben sie uns schon rausgerissen, kaputt gemacht, Lampen von der Pergola runtergerissen. Also wenn sie besoffen sind, dann machen sie selbst vor dem Strom nicht halt. Die Wiesn und ihre Besucher. Eine durchaus gefährliche Melange. Mit 5 Mann ist Gregor jeden Morgen vor Ort. Nur ein Lamperl tauschen, so einfach ist es selten. Vrane Tomljenovic kommt bei dem Scheinwerfer irgendwie nicht weiter. In der Lampe ist ein kurzer Rad. Ich baue es jetzt runter, jetzt gehe ich auf Nummer sicher, bevor ich nochmal am Kurzschluss verursache. Das ist jetzt nicht so schön, ja, dass wir die ganze Lampe wegbauen müssen. Aber gut, sind ja noch ganz gut in der Zeit, glaube ich. Bis 9 soll es funktionieren. Denn dann öffnet die Wiesn und auch der Schottenhammel. Als nächstes hat Gregor in der Herrentoilette zu tun. Dort ist die Trinkgeldkasse der Putzfrauen aufgebrochen worden. Ja, da wundert man sich immer wieder, wie die Leute das schaffen. Da hast du manchmal echt das Gefühl, die Leute sind mit dem Werkzeug unterwegs auf der Wiesn, gerade zum Fleiß, damit sie uns was kaputt machen. Und einem ist wahrscheinlich das Pulver ausgegangen für die nächste Masse, dann hat er sich gedacht, das holt er sich da raus. Zum Auswechseln der Scheibe bleibt keine Zeit. Für heute muss ein Tape reichen. Besser schaut's mit den Lampen und dem Scheinwerfer draußen aus. Die sind rechtzeitig fertig, bevor das Zelt gleich aufmacht. Kurz vor 9. Die Bedienungen richten die Tische her. Aber was wird das jetzt? Es hat jemand gestern Abend hier einen Ehering verloren und den suchen wir jetzt. Da bin ich gespannt. Auf der Seite ist nichts. Ja gut, dann können wir es auch nicht ändern. Eine Viertelstunde vergeht. Tatsächlich gefunden. Ein Ehering. Ja, Spinne oder was? Glück muss man haben. Mei, hast du ein Glück. Die Besitzerin will nicht gezeigt werden. Jetzt bin ich ein bisschen kaputt und freue mich aber, dass ich jemandem helfen konnte. Mit Verspätung dürfen die Gäste heute ins Zelt. Und Gregor hat erst mal Pause. Es gibt da Tage, da ist nicht ganz so viel los. Und heute war es ein bisschen mehr und trotzdem ist es aufgegangen und das passt. Unser Job ist es in dem Fall eben hier auch, dass wir dann auch einmal so das Mädchen für alles spielen. Eheringe aus dem Boden kramen, Schuhe reparieren, Gürtel und so weiter, wenn es pressiert. Und es pressiert bei Marina. Die Geldtasche gibt den Geist auf. Gregor aber weiß immer eine Lösung. Das Tape. Mal wieder. Der Schottenhammel ohne ihn. Eigentlich unvorstellbar. Das möchte ich mir nicht anmaßen, aber weil ich den Aufbau, gerade was die Elektrotechnik hier betrifft, leite und mit gestalte und mit verantworte. Und das in dem Zelt, wo jedes Jahr der Anstich ist und die ganze Welt drauf schaut. Deswegen fühle ich mich schon, glaube ich, darf ich das sagen, dass ich mich als Teil der Wiesn fühle. Ja. Stolz? Ja, sehr, ja. 12 Uhr, ein täglicher Pflichttermin. Wenn die Kapelle Schwarzfischer zu spielen beginnt, muss auch das Licht angehen. Ja, so soll es sein. Das ist doch Kapellmeister glücklich. Und der Wiesentag nimmt seinen Lauf. Am frühen Abend sind wir wieder da. In den letzten Stunden ist kaum etwas passiert. Was könnte noch kommen? Es kann sein, dass irgendwie kleine Reparaturarbeiten noch herkommen, wie dass vielleicht der Bank irgendwo
umgerissen worden ist, die wir wieder festmachen oder irgendwas in der Art. Aber ansonsten glaube ich, ist heute nicht mehr viel passiert. Hoffe ich auch. Zeit für einen Powernap. Der wird schon bald wieder unterbrochen. Während das Zelt tobt, funktioniert an einem der Eingänge die Klinke einer Tür nicht mehr. Und das ist ein Problem. Schließlich ist das ein Fluchtweg. Versuchen wir, dass du das jetzt drauf kriegst, oder vielleicht geht nichts, gell? Weil das Ding, ja, vergiss es. Scheinbar ist da innen das Gewinde gebrochen von dem Türgriff. Der Draht nur noch durch und wir kriegen aber auch nicht raus. Das müssen wir morgen am Zeltbauer sagen, dass der uns den Schloss ausgeht. Tape hilft diesmal nicht. Und heute wird's die Tür schon noch tun. Die Party im Schottenhammel geht ja nur noch eine Stunde. Gregor in seinem Kammerl kriegt davon kaum was mit. Was hat er eigentlich von der Wiesn? Wenn mal an einem Sonntag meine Familie vorbeikommt und ich dann mit denen zusammen was essen kann und am Wiesentisch sitze und vielleicht noch eine Stunde rausgehe, ein bisschen Karussell fahren mit den Kindern und so weiter. Ja, das sind die schönen Momente. Wahnsinn. Gladbach und Wolfsburg, beide 1:1. Ja gut, Kasse 1, Kasse 2, Kasse Strom. Scheiße. Gib mal schnell. Ja, hab ich. Ohne Kassen keine Einnahmen. Gregor muss schnell die Ursache für den Stromausfall finden. Ah, okay. Der Teller wäre mal zwischen die Grills. Der macht irgendwie einen Kurzschluss. Habt ihr da Wasser reingekriegt oder was? Ja, er hat sauber gemacht. Ja. Und dann wir machen nie an. Aber weißt du, wir haben FI-Schalter und sind mehrere Geräte drauf. Bitte in Zukunft nur trocken wischen. Das mit dem Tellerwärmer habe ich geregelt. Da waren gerade die Köche haben mit einem nassen Lappen direkt über den Schalter gewischt. Man kann es predigen und predigen, aber Strom und Wasser gehört nicht wirklich zusammen. Passiert halt. Kleine Ursache, große Wirkung. Kommt auf die Liste für morgen. Genau wie der demolierte Klodeckel in der Damentoilette, den ihm Vrane gerade aufs Handy schickt. Ja, sauber. 10:30. Die Party ist für heute vorbei. Und Gregor Stojanovic macht per Handy das Licht aus. Nach über 30 Jahren, wie ist sein Verhältnis zur Wiesn und zum Zelt? Hat so einen Familiencharakter, weil ich als kleiner Bub schon immer hier war und das kenne, in- und auswendig. Und deshalb schiebt er gern 2 Wochen lang Überstunden. Morgen früh um 7 ist er wieder da, damit die Wiesn weitergehen kann.